Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut rumkriegt. Und jetzt beginnt die Silvesterwoche. Aber ich habe mir gedacht, okay, zu Silvester selber noch erst was. Aber vorher noch nix. Aber dafür gibt es zu Silvester kleine Überraschung wie zu Weihnachten. Ja, wir sollen zum Server-Hub gehen und das war so die Passage, vor der ich so leicht gezittert habe. Aber wir probieren das Ganze jetzt mal durchzuziehen. Wir müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Ja, ich probier's. Okay, wir hören schon den Android. Da ist er. Pfui Teufel. Der ist uns mal wieder nett freundlich gesinnt. Haben wir irgendwas Schönes für den parat? EMP-Mine. Und Elektroschocker. Mir wäre es lieber, wenn die Knabe weg wären. Ich mag die nicht im Blickfeld haben. So. Okay. Hui. Super. Komponente B. Oh, nein, wo bist du? Teufel, nein. Ich da aus dem Schacht rausgekrabbelt. Nein. Oh Gott. Nein. Das hat natürlich so kommen müssen, ihr liebe Leid. Scheiße. Okay, ich sollte die Androide lieber nicht attackieren. Das lockt nur das Alien A. Auf der anderen Seite war ich gerade zu gelähmt, um zu checken, dass ich einen Flammenwerfer besitze. Das war nicht so klug. Dann soll ich auch ausgewählt losse, glaube ich. Androide, von denen kann ich immer noch abhauen. Die kann ich immer noch mit M einer Ladung schocke. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Aber das Alien, da muss ich mich wirklich dagegen wehren jetzt. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Das ist aber auch ohne Witz der Fall. Man ist da am Machen und am Dur und vergisst vor lauter Panik, dass man jetzt eigentlich wirklich eine Waffe hat, um sich gegen das Alien kurzzeitig zu wehren. Die behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Ja, ihr behalten alles im Auge. So sieht's aus, Jungs. Das ist ja mein Problem hier mit euch. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal hier kurz runter. Da liegt noch so ein Dodo rum. Ja. Den hat's erwischt. So gut, eine Impfpistole und Flammenwerferöl. Super. Das ist genau das, was ich brauche. Gerade für das Level. Wir versuchen jetzt hier das... Oh, so gut, eine Impfpistole. Wir probieren hier das Alien hier einzuschließen. Und wir wollen hier den Plan vom Waits in die Tat umsetzen und das Alien hier einfangen. Okay, ich höre irgendwo den Android. Ich hoffe, das ist nur der Android, der sich bewegt. Manometer. Ja, ich muss dazu auch noch sagen, ich habe jetzt mein Mikrofon gestern bei Resident Evil Silver Beginning Hour eingeweiht. Warte ich lieber, bis der nochmal runtergeht. Und benutze mein Mikrofonsystem auch jetzt für Alien und für The Walking Dead dann auch. Es hat mir sehr gut gefallen, wie die Tonqualität sich dadurch verbessert hat. Habe ich mir gedacht, wissen wir was? Warum sollten wir das nur bei der Demo Beginning Hour von Resident Evil Silver sehen? Das kann ich doch genauso bei alle anderen Let's Plays auch machen. Okay. Oh. Okay, zum Glück noch mit dem Kopf zu... mit dem Rücken zu uns. Okay, sperren Sie das Treppenhaus ab. Das müsste hier dann sein, glaube ich, mich noch zu erinnern. Okay. Ist doch besser, wenn wir wirklich keinen Lärm machen, ihr liebe Leute. Da haben wir noch ein Terminal. Sicherheitsgitter. An die Gruppe im Lager. Wir können keine Wache rund um die Uhr aufstellen, aber mit der freiwilligen Wache und den bestehenden Sicherheitssystemen des Turms ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet. Und die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson. Das Lager.
Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir hier überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstour mit Waffe zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich in einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Boah, ich hätte die ganze Zeit die Krabbelgeräusche. Und wurde beim Lesen gerade auch schon so leicht paranoid. Aber ich habe sowieso irgendwie Bammel vor der Passage, ihr liebe Leute. Und diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Okay, ja, jetzt haben wir die Anfangsphase mitgekriegt, wo das Alien sich die... Oh, nein, 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 nein. Wo sich das Alien die Leute noch aus der Schächte geschnappt hat. Wird wahrscheinlich doch gerade frisch geschlüpft sei aus der Brust von jemand. Und dann hat sich die Leute in die Lüftungsschächte gezogen, wie man das aus dem Alter auch noch kennt. Wie geht's dann hier lang? Zur Lobby. Okay. Können wir mit den Schalterarme benutzen? L2 und runter damit. Okay. Okay, da waren wir aber, glaube ich, schon in dem Gebiet. Na, so what? Haben wir das Ding wieder? Okay, der Pixelgegner, der Top mit Deckel, das V. Und was weiß ich, was das für ein modernes Kunstwerk ist. Administratorrechte gewährt. Jetzt gehen wir an das Terminal dran. Eine Warnung. Sinclair, mir liegen bestätigte Berichte vor, dass Sie und Ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass es Sie schon vorher gefunden hat. Waits. Waffenruhe. Sinclair. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen und Ihrem Sicherheitsdienst auf Sevastopol, aber die momentane Lage ist ernst. Wir müssen eine gemeinsame Front bilden. Im Gegenzug für Ihre absolute Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anschuldigungen bezüglich des Marshall-Büros im Systec-Turm, von wo aus Sie und Ihre Gauner-Kollegen Ihre Geschäfte führten, zurückzuziehen. Packen wir die Sache richtig an. Marshall Waits. Okay. Jetzt haben wir hoffentlich die Zelle geöffnet. Hihihi. Hau ab. Hau ab, Alien. Okay, den hat man schon, ne? Und wie sieht's mit dem hier aus? Schrott, Taschenlampe, Batterie. Ausweiskarte. Na, da haben wir sie doch. Huiuiui. Jetzt können wir nämlich raus und können dann das Ding abschließen. Da können wir es zuschließen. Mit unserem guten Wartungsheber. Hui. Wartungszugang verschlossen. Um Star Wars zu zitieren, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube nicht, dass das hilft. Dass der Plan funktioniert. Hoppla! Ein freundlicher Hiwi. Okay, der geht wieder.
Das war eine von meiner absolute Bammel-Passage, als ich das erste Mal gespielt habe. Neben der San Cristobal Krankenstation. Da kann ich ja nicht, das kommt erst später zum Server-Hub. Da muss ich sowieso hier. Puh. Hopp. Hier schon Glatzkäppel. Die behalten Details im Auge, so dass Beides sagt gerade ich, ne? Beim aerodynamischen Schädel. Oh oh. Jetzt ist mal egal, ob der Hiwi mich sieht, wenn das Alien da ist. Okay, hat soweit geklappt. Verschwunden. Es hat sie geschnappt und ich konnte nichts tun. Erst hat das Duck zerrissen. Dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beiseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten, es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen, hat um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls Sie das lesen, bewaffnen Sie sich. Plündern. Eric, hören Sie mich. Eric, der verfluchte Funk ist schon wieder am Spinnen. Hören Sie mich. Eric Lincoln hier. Hören Sie mich. Ich habe es zum Tech-Support geschafft. Ich hoffe, ich habe ein paar Wasserkanister und Batteriepacks mitgenommen. Oh, und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen, in den Tresorschränken einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drin Sicherheitshacker auf. Können wir gut gebrauchen. Aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist... Ich weiß nicht. Es ist einfach absolut unheimlich hier unten. Ich will zurück in den Frachtraum. Rufen Sie mich an, wenn Sie diese Nachricht erhalten, okay? Okay? Okay, sonst auch nichts. Ja, durch die Nachrichten finde ich immer, dass man sich ganz gut in die Situation reinversetzen kann. Oh je. Bisher hast du dich doch so schön ruhig verhalten, Alien. Jetzt halt doch mal weiter hier, der Gauler. Hat das irgendwo gerade gesappert? Oh, Karte aktualisieren. Wie sieht's aus? Hier in dem Bereich irgendwo, okay. Ja. Boah. Ich weiß noch einmal, wo ich gedacht habe am Anfang, ich wäre in der Schächte sicher. Ja. Ich habe gedacht, ich wäre in der Schächte sicher und dann habe ich mich durch Reihe verkrochen. Und dann kam in dem Moment just das Alien reingeklettert und hat mich dann zerrissen. Das weiß ich noch absolut genau. Aber steht, sag ihr, liebe Leute, ich mache hier meinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode zur Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Machen's gut bis du hier. Iron Yankee. Gut, machen's gut.